Also es ist soweit, wir gehen auf Seattle, das ist mein Geburtsgeschenk und ja, freue mich, es geht los. Morning! Koffer vergessen. Ich muss schnell sagen, wo wir hergehen. Seattle, Oregon. Kleiner Familienausflug. Nicht Oregon, Washington. Washington. So, wir sind jetzt 15 Kilometer gelaufen, weil sie das Gate gewechselt. Wir sind jetzt anstatt 75 sind wir 87, das ist nicht im gleichen Ausleger und sind jetzt Item, das sollte länger. Das Update, noch einmal Gate Change, das ist jetzt das 4. oder 5. Mal. Wir sind jetzt Gate 82, das Flugzeug scheint kaputt zu sein oder so. Irgendetwas macht nicht gut. Ja no, also, wir sind wieder am Laufen. Also, es sollte vorwärts gehen. Wie wir ja jetzt wissen, liegt Seattle im Bundesstaat Washington und ist etwa 155 Kilometer südlich von Kanada. Man redet vielfach auch von Regenstadt, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Sie haben einfach viel bewölkte Tage und die Sonne scheint nicht so viel. Seattle ist ebenfalls Gründungsort von der Snowboardfirma Nitro. Was meine ich, entschieden, wir gehen mit der Bahn. Nicht Uber oder so, das ist für Anfänger. Wir gehen den Adventure-Weg. So, das Zimmer ist tiptop, wir sind angekommen. Jetzt schnell Telefon laden, dann gehen wir an Pike Market etwas essen. Es ist gleich jetzt schon 4 Uhr. Ich habe heute noch nicht viel Kaffee, ein Smoothie und etwa 6 Kaffees. Und halte noch am Laufenden. Jetzt gehen wir an Pike Market. Wir haben Hunger, also jetzt gehen wir an Pike Market. Wir nehmen das Uber. Pike Market. Nein, Pike. Pike Market. Uber ist schon da, wir müssen gehen. Jetzt gehen wir mal suchen, ob wir etwas finden. Ich bin gespannt, wo wir landen. Der Pike Market trägt das Gründungsjahr 1907 und ist jeden Tag offen. Er gehört somit zu den ältesten Tourmärkten von ganz Amerika. So, uns geht es besser, wir haben gegessen, die Bäuche sind voll, Hinter uns übrigens der allererste Starbucks, den wir gerade mitbekommen. Der historische Standort, den wir hier also besuchen, in diesem Seattle. Okay, wir sind da wirklich. So, nach dem Sandwich sind wir jetzt noch in der spanischen Beiz gelandet. Wir haben noch Paella, quasi als Dessert.
watch the world from the place beneath the willow, the willow. So, wir sind jetzt eben eine City-Tour mit dem Buschauffeur, mit dem Steve. Und jetzt sind wir hier beim Wasserfall, sieht ein bisschen aus wie Vegas, alles ein bisschen künstlich, aber super. Seattle bis jetzt, tipptopp. You may know a little bit about Dale Chihuly. He's the most famous glass artist from the Northwest. Gut, schau ins Goldmuseum. Kommt ihr mit? Das Aprikaseli noch. Von 1897. Das ist vielleicht einfach ein bisschen sauer. Berühmt ist Seattle geworden durch die Weltausstellung in 1962. Und noch heute prägen zahlreiche Wahrzeichen von dieser Ausstellung das Stadtbild, wie zum Beispiel der Turm Space Needle oder Seattle Center Monorail. Der Bekanntheitsgrad von Seattle ist weiter gestiegen in den 90er Jahren, wo der Musikrichtung Grunge sich in der Hitparade breit gemacht hat. Mit bekannten Bands wie Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden oder Alice in Chains. Übrigens ist Jimi Hendrix hier geboren. Das hast du gesehen? Das wäre das Heimkinöli für dich hier. Wir haben hier die berühmte Space Needle. Da hinten dran ist irgendetwas. Museum of Art. Merci, ja. Das ist riesig. Wie gefällt dir die Tour bis jetzt? Redet ein bisschen viel, aber sonst ist es interessant. Ja, du kannst schon lachen, du hast aus seinem Blickfeld. Ich muss gerne antworten. Er schaut gegen mich an. Also ich glaube, er hat gehornet, wir müssen weiter. Das ist nicht Vergnügen hier, das ist harte Bühne, das ist eine strenge Tour. Wir haben es geschafft, wir sind beim Kaffee, beim ersten Kaffee vom heutigen Tag. Ja, super. Wir sind beim ersten Kaffee, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Nein, muss man oben zeigen, sonst auch. Also spannend zum Wissen ist, unten nachher ist Salzwasser und oben nachher ist Süßwasser. Ja. Kennt ihr den Film Sleepless in... Oh, ich bin ein bisschen nach. So ist besser. Sleepless in Seattle. Mit dem Haus, das schwimmt auf dem Wasser. We're talking to Sleepless in Seattle. You called a radio station? Das gehen wir jetzt schnell anschauen. Steht zwar Privatbesitz hier, aber... Yeah. Put up my picture and say Yes. it's not coming in anymore. Yes. Ja, das ist wirklich alles Häuschen, die schwimmen. Das wäre doch etwas für uns. Ja, Schwimmendes Häuschen. Ein bisschen schlecht zwar, aber zumindest in der Natur. Ja, wer vernimmt für mich. Also wir eigentlich Richtung Flughafen wollen. Wir sind jetzt hier in einer Brauerei, bleiben hocken, bleiben sitzen, bleiben pangen. Vielleicht noch kurz ein paar Fakten über Seattle. Noch spannend ist zu wissen, dass es hier eigentlich eine Gründerstadt ist. Also UPS hat hier seinen Anfang genommen, Starbucks, da unten ist der erste Starbucks, was es gegeben hat. 500 Starbucks hat es hier in Seattle. Also nur Starbucks allein. Das ist gestört.
Dann ist Nordstrom, das ist so eine Einkaufskette, ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Im Moment hat Seattle 250'000 Einwohner, wenn man Aglo dazu nimmt, sind es 2 Millionen. Und jetzt müssen wir da fertig trinken, wir haben erst angefangen. Die Zeit läuft ein bisschen davon, aber handeln wir also. Radu. Now all you care